Moin. Viele Kinder, die fragen sich, gibt es denn hüt überhaupt noch einen richtigen Weihnachtsmann? Mit den ersten Advent, Korten und Dodensündach, da fangen in meinen Augen erste Weihnachtstiet an. Und nicht, wenn die Supermärkte Altun Hafs erprinten und Plätten anpriesen. Wenn denn aber über Nacht der Niklas sich anmelden deit, denn kriegen die Lütert all bannig hilt. Wie Kinder hem früher denn uns Steveln putz und sie über Nacht an die Hustür aufstellt. Und zur rechten Tit hem wir denn ein Brief an den Weihnachtsmann schreiben und den Niklas mit auf den Weg geben. Und wat stünd da ob den Brief? Mit große Buchstaben, eins akkurat mit der Hand abschrieben, Wunschzettel. Lebe gode Weihnachtsmann. Ich wünsch mi zu Weihnachten, ja, und dann wurden all die Socken obtät, die wir uns damals wünschen. Da hab wir von träumt. Wünsche haben die Kinder hütodox auch. Aber das sieht nun doch ein bisschen was anders aus. Die Kinder schrieben Wünsche, ob ein schmucke Weihnachtskord, oder sie schrieben richtige Briefe und molen auch noch Bilder dazu. Und dann gibt das Kinder, die sich das ganz einfach mucken. Die schrieben Wünsche mit einem elektronischen Stift auf dem Tablet und schicken das dann per E-Mail an den Weihnachtsmann. Ja, und dann gibt das aber noch die ganz überklugen Kinder. Die nehmen gar keinen Stift mehr zur Hand. Die loten die KI, so denn nicht die künstliche Intelligenz für sich arbeiten. Über WhatsApp schnacken sie doch ganz einfach in der Smartphone. Lieber Weihnachtsmann, ich habe meine Wünsche bei Amazon in einem Wunschportal hinterlegt. Du kannst da ja mal reinschauen. Die mogen sich darüber ganz schön einfach. Die Kinder dürfen dabei nicht einen Absender vergessen. Und auch der Adress muss stimmen. Die Briefe an den Weihnachtsmann, die gehen dann nach Himmelpforten. Und die für das Christkind gehen nach Engelskirchen. Und die für den Niklas wart nach St. Nikolaus zustellt. Und wenn ihnen das egal ist, wo die Geschenke herkommen, dann können sie Briefe ja noch all drei zustellen. Für eine schöne Bescherung ist denn auf jeden Fall versorgt. Ob die Kinder denn boal Wünsche doppelt und dreifach in einem Gobentisch finden? Ich weiß nicht. Das Christkind und der Niklas und auch der Weihnachtsmann, die sind auch nicht old moch. Die haben auch ein Smartphone und ein Computer. Die sind untereinander sicherlich vernetzt. Und bei der Zustellung von den Geschenken haben sie sich auch was anderes infallen lassen. Sie selbst, die brusen nicht mehr mit Rentiere und Entschläden durch die Luft. Der Weihnachtsmann von Hüt, der lässt sich mit einem Robotaxi oder ein Cybertruck von Tesla kutschieren. Oder sie beamen sich einfach von einem Ort zum anderen. Und die Geschenke ward auch nun viel gauer mit Drohnen überstellt. Die ward ganz einfach per GPS steuert. Brauchst bloß noch Koordinaten eingeben und ratzfatz sind die Lüttenwichteln unterwegs. Liefern Geschenke ab und susen denn von ganz allein wieder nur Hus zurück. Das ist meist so, als bei den Briefduven. Die finden auch schon was wieder nur einen Stall zurück. Und was muckt der Weihnachtsmann? Ist der denn arbeitslos? Nee, der muckt den Homeoffice und liegt doch wie ganz kommodisch auf das Sofa.
hätt ein Tablet in der Hand und kontrolliert die GPS-Koordinaten von den Kindern. Dann schickt die Drohne auf die Reis und rappt dann jedes Mal ho ho ho, wenn die mit erpacken in die Luft gehen. Der Weihnachtsmann ist schon eigens der Inbegriff von Gemütlichkeit und Freude. Aber das ist nicht so. Glaubt man ja nicht, dass der Weihnachtsmann arbeitslos ist. Nur der Weihnachtstiet geht der Stress für ihn denn erst richtig los. Der muss sich doch jümmers informieren, was das für neue Socken auf dem Markt geben deit. Hier war denn to ein Produkttester und hätt denn eigens bei YouTube einen Kanal, ob denn hier sin Geschenke utpacken und verstellen deit. Was meint jüm wohl, wofür Millionen Followers die in all het? Verdient auch mit viel Geld, dass er an Weihnachten gar nicht mehr arbeiten muss. Haha, ja, und wer muckt denn sin stressigen Job zu Weihnachten? Dat mucken denn all sin KI-Assistenten, die Wünsche von den Kindern analysieren. Solange das Internet und auch das Stromnetz nicht zusammenbringen deit, macht das schon eins gut gehen. Aber wenn nicht, dann müssen die Kinder ihr Wunschzettel wieder mit der Hand schreiben. Und der Weihnachtsmann muss dann wieder zu Fuß gehen. Da muss man sich doch die Frage stellen, gibt das denn eigens überhaupt einen richtigen Weihnachtsmann?